Zwar kann, was ja in dem Adjektiv Bedingungslosigkeit widerstreckt, über diese Form der Grundsicherung zu organisieren, die Bereitschaftsprüfung abgesteckt bzw. ganz ausgegeben werden, also die Prüfung, ob derjenige, der Sozialtransfers bereit ist, sich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen, wie das so schön heißt. Diese Bereitschaftsprüfung kann also durch diese Art Grundsicherung zu organisieren außer Kraft gesetzt werden. Aber damit heißt ja nicht, dass damit die Bereitschaftsverpflichtung, sich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen, damit tatsächlich außer Kraft gesetzt wird. Das ist bei den meisten kann durch solche bedingungslose Grundeinkommensinstrumente gar nicht realisiert werden und wird sogar bei einigen überhaupt nicht intendiert, sondern der Abstand zwischen bedingungslosen Grundeinkommen und einem Erwerbseinkommen wird notwendigerweise dafür sorgen, dass es sozusagen den Drive in die Erwerbsarbeitsverhältnisse gibt, wobei das bedingungslose Grundeinkommen selbst dafür sorgt, systematisch selbst dafür sorgen wird, dass es bei dem Abstand zwischen Erwerbseinkommen und bedingungslosen Grundeinkommen gibt. Weil das Grundeinkommen sozusagen als eine Art Mindestlohn wirken wird, und wenn es denn eingeführt wird, und dafür sorgen wird, dass Erwerbseinkommen oberhalb dieser Schwelle bleiben und damit sozusagen den Drive selbst erzeugt, aus dem bedingungslosen Grundeinkommen ins Erwerbseinkommen in die höheren komfortablen Einkommensniveaus zu geraten. Und diesen Drive wird auch am bedingungslosen Grundeinkommen nicht aus der Kraft setzen, sondern ganz im Gegenteil, es wird diesen Drive selbst mit erzeugen. Das bedingungslose Grundeinkommen ist also nicht der Ausstieg aus der Arbeitsgesellschaft, ist nicht der Ausstieg aus der Kopplung von sozialstaatlichen Bindung an die Erwerbsarbeit. Es ist also weniger neu und weniger visionär, als die Befürworter vermuten. Und es ist aber auch weniger anders, als seine Kritiker befürchten. Deswegen müssen die Kritiker auch aufpassen müssen, und gerade die Kritiker aus dem sozialdemokratischen Raum aufpassen müssen, dass ihre Fundamentalkritik gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht auch gegen jede Form von Sozialtransfers, vor allem nicht jede Form von Grundsicherung spricht. Aber man muss aufpassen, dass das, was als Argumente gegen das bedingungslose Grundeinkommen sich einfallen lässt, dass das nicht sozusagen rückschläuft als Argumente gegen jede Form von Sozialtransfers und Grundsicherung. Also mein Argument ist, oder das Argument, das ich in diesem Papier finde, das ich Ihnen vorstellen soll, das bedingungslose Grundeinkommen ist nicht das ganz andere der Arbeitsgesellschaft, sondern ist, wenn man es denn einführen würde, nur eine Form, die notwendiger in jeder Arbeitsgesellschaft notwendige Form der Grundsicherung zu organisieren. Wenn man sozusagen mit dem Papier von Stefan Lettelich argumentiert, ist es deshalb auch zumal sozialdemokratisch denkbar. Lassen Sie mich jetzt darüber sprechen, warum die Grundwertekommission der Überzeugung ist, dass man es trotzdem sozialdemokratisch nicht fordern wird, auch wenn es denkbar ist. Deshalb nämlich, weil es, ich hatte schon eingangs darüber gesprochen, weil es eben mit Exklusionsgefahren verbunden ist. Die Grundwertekommission ist der Auffassung, dass neben den inkludierenden Wirkungen, darüber wird Stefan Lettelich wahrscheinlich sprechen, das Grundeinkommen eben auch exkludierende Wirkungen zumindest Gefahren hat. Ich möchte versuchen, 5 aufzuzählen. Im Papier sind sie ausführlich dargestellt, bedingungsloses Grundeinkommen. Wir weisen darauf hin, dass die Nutzung eines solchen bedingungslosen Grundeinkommens im eigenen Interesse von Voraussetzungen, von Qualifikationen der Person abhängig ist, über die dieses bedingungslose Grundeinkommen selbst keine Macht hat. Dass diejenigen, die über ihre Zeit kreativ und frei verfügen können, diejenigen, die ihre Interessen besser realisieren können als andere, dass die dieses Grundeinkommen tatsächlich eigensinnig nutzen können und die intendierten Ziele wahrscheinlich auch realisieren können, dass das aber nicht einfach verallgemeinert werden kann, dass es eben Menschen, und da besonders diejenigen, die auf sozialstaatliche Unterstützung angewiesen sind, dass denen vielleicht an vielen Stellen genau solche Qualifikationen, solche Kompetenzen, solche Voraussetzungen fehlen, das Grundeinkommen so zu nutzen, wie die Befürworter eines solchen Grundeinkommens intendieren. Betrifft sozusagen, wenn Sie mir ein bisschen, ich bin so ein bisschen Philosophie und Theologie und Ethik, betrifft sozusagen so ein bisschen die Vorbilder, die Martha Nussbaum gegen John Rawls gewandt hat und seine Einkommensbeziehung. Einkommen ist wichtig, aber es ist immer noch die Frage, wie nutze ich und wie kann ich meine Einkommen nutzen und wie kann ich Menschen qualifizieren, ihre Einkommen zu nutzen. Und genau darüber gibt das Instrument keine Rechenschaft. Das zweite. Wie? Paternalismus pur. Es ist Paternalismus pur, ja. Wie nutzt man?
Wie nutzt man bedingungsloses Grundeinkommen? Wie nutzt man bedingungsloses Grundeinkommen? Wir können das bedingungslose Grundeinkommen ist eine Art und Weise, Sozialtransfer zu beziehen, aber es ist eine Art und Weise, Sozialtransfer zu beziehen, die auffällig macht, die einen Sachverhalt des Bezuges der Angewiesenheit auf ein Grundeinkommen schafft und über diese Auffälligkeit eben auch Möglichkeiten gesellschaftlicher Explosion begründet. Drittens, wer bezieht bedingungslose Grundeinkommen? Wer bedingungslose Grundeinkommen zulässt, muss damit rechnen, dass sehr scharfe restriktive Voraussetzungen dafür geschaffen ist, wer überhaupt zugangsberechtigt ist. Und wer, nein, das ist hier kurz ausreden. Und da sie sozusagen verallgemeinert auf alle Staatsbürger ausgeweitet ist, muss er sozusagen dafür Sorge tragen, dass diese Restriktionen bei den Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern bezogen wird. Wer aber eine offene Gesellschaft will, wer sozusagen sich vor Migrationsbedingungen nicht fundamental schützen will, und das wollte die Grundrechtekommission, der muss auch sozusagen die Offenheit in der Gesellschaft schaffen und die Restriktion des Bezugs von Grundeinkommen, die strategische Kalküle der Restriktion des Bezugs des Grundeinkommens abwehren. Schließlich, die rechnen damit, dass es auch Rückwirkungen eines solchen bedingungslosen Grundeinkommens auf den Sozialstaat gibt, der ja auch in die Erwerbsarbeit fördern soll. Das ist also ein Sozialstaat, der viel Geld in die Leistung des bedingungslosen Grundeinkommens gibt, das als Vorwand nehmen wird und nehmen kann, sich in den Arbeitsmarkt fördernden Instrumenten zurückzunehmen. Fünftens, wir rechnen damit, das ist eine Wahrscheinlichkeitsüberlegung, das ist kein systematisches Argument, wir rechnen damit, dass das bedingungslose Grundeinkommen vor allem dann wahrscheinlich ist, die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens dann wahrscheinlich ist, wenn es gerade nicht die Inklusionswirkung hat, die es verspricht. Wenn sie gerade nicht den Beziehern oder denjenigen, die angewiesen sind auf ein bedingungsloses Grundeinkommen, wenn es denen gerade nicht die gleichwertigen Lebenschancen und Teilhabechancen gewährt, die für die Bevölkerung normalerweise relevant sind. Zudem, ein bedingungsloses Grundeinkommen, von dem nur ein Teil der Bevölkerung tatsächlich angewiesen ist, was aber Nettobezahler sozusagen aus ihrer Tasche finanzieren, aber von denen sie nicht profitieren. Ein solches bedingungsloses Grundeinkommen ist sozusagen im Bestand nicht wahrscheinlich, oder es ist nicht wahrscheinlich, dass es im Bestand und der Fortführung des bedingungslosen Grundeinkommens auf Dauer tatsächlich gleichwertige Lebenschancen ermöglicht. Der Gedanke zum Schluss. Die Grundwertekommission bestreitet nicht, dass es eine stärkere Grundsicherung Grundeinkommens in der Bundesrepublik braucht. Sie bestreitet nur, dass man dieses Grundeinkommens, also befürchtet nur, dass man diese Notwendigkeit eines Grundeinkommens, die Stärkung von Grundeinkommen überfordert, wenn man sozusagen es überantwortet oder überwertet. Stattdessen plädiert die Grundwertekommission in diesem Papier dafür, einen Inklusionsmix zu fahren, verschiedene Inklusionsmotoren zu suchen, in denen Grundsicherung zwar und Grundeinkommen zwar dazugehören, aber die abgestimmt sind mit anderen Inklusionspolitiken. Um dieses Inklusionsmix aber zu führen, muss man eben solche Inklusionsleistungen mit verschiedenen anderen, etwa sozialarbeiterischen, sozialen Diensten verknüpfen. Und um dies verknüpfen zu können, ist die Bedingungslosigkeit sozusagen ein Problem. Das große Versprechen des bedingungslosen Grundeinkommens, die Bedingungslosigkeit, verunmöglicht es, ein solches Grundeinkommen sozusagen in einen Inklusionsmix einzumixen. Also das, was Stefan Metternich als das Grundeinkommen Plus verspricht, also die Abstimmung von Grundeinkommen mit anderen Inklusionspolitiken, genau das, die Befürchtung der Grundwertekommission, ist über die Dominanz eines bedingungslosen Grundeinkommens eben nicht mehr möglich, das ist nur unwahrscheinlich, sodass die Abstimmung verschiedener Inklusionspolitiken eben unwahrscheinlich wird. Und das sind 20 Minuten. Ja,